sind ein Jugendmedienclub hier in Prenzlauer Berg und unser Verein ist, also der Träger ist Pfefferberg Stadtkultur GmbH und wir machen hier hauptsächlich Projekte mit Jugendlichen, die irgendwie mit Medien zu tun haben. Also die Sache als solche nennt sich Medienpädagogik und wir machen hier medienpädagogische Projekte mit Jugendlichen. Vom Internetprojekte angefangen, Fotografie, Bildbearbeitung, Filmschnitt, also hier so Sachen, die ihr jetzt gerade macht. Und so ein Hauptschwerpunkt ist auch so der Audiobereich, wo Jugendliche kommen können und selbst ihre Songs machen können. Am Laptop, Mikro einspielen. Und das ist halt ziemlich beliebt bei den Jugendlichen, weil die so, also aus der Hip-Hop-Szene, sage ich jetzt mal, kommen und ihre Rap-Songs oder ihre Songs halt selbst schreiben, texten, ihre Beats hier aufnehmen und dann die Texte einsingen. Genau. Welche Projekte organisieren Sie für die Verbindung zwischen Jugendlichen aus dem Westen und Osten, also bezogen auf Prenzlauer Berg und Wedding? Anfänglich war es ein bisschen schwierig, weil, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber die Altjugendlichen sozusagen haben sich da natürlich auch so ein bisschen so gefühlt, als würde ihnen der Raum hier weggenommen werden. Und dann waren es eben noch Leute aus dem Wedding, wo es eben schnell auch mal hieß, also wo man unterschwellig eben auch schon von beiden Seiten ein bisschen mitkriegt, ja, ich würde es auch mal Fremdenfeindlichkeit nennen, wo man eben auch mal so Sprüche hört wie, ja, wieso hier schon wieder die Türken und andersrum eben, ja, da auch mal so ein Spruch wie Kartoffelfresser. Aber eben doch auch mehr so auf so eine ganz latente, also so eine unterschwellige Art und Weise, so richtig offen, dass da richtig Krieg ist oder so kann man überhaupt nicht sagen. Ich würde mal sagen, dass sie schon mittlerweile auch jetzt viel besser miteinander klarkommen. Und eben, weil ich vorhin gesagt habe, dass diese Jugendkultur, dass das halt einfach viel wichtiger ist und dass sie jetzt mittlerweile auch schon ein paar Gruppen auch zusammen Musik machen, weil das eben dann überhaupt ja keine Rolle spielt, woher man ist oder wo man hin will, sozusagen. Schon aus der Vergangenheit, was ich gehen lässt, als ich auf den Weg herrscht das Spiel, Klappen, Hand und Stress, läuft mal die Date aus meinem Bett, die Bild läuft nicht statt auf der krass Text, wenn ich sein schreibe ich tagelang, jeden Boss wirklich kein Ding, Jungs, die gelernt haben, Mauern zu bauen, die tragen heute breit. Sie nennen mich Müller, Junge, des Ostens stolz, weiß nicht mein, der Osten rollt, Junge. Was halt spontan zum Prenzlauer Berg bzw. von Berlin? Kinderreichster Stadtteil und hat sich sehr verändert. Es sind sehr viele alte Menschen weggezogen. Es sind sehr viele junge dazugekommen. Ich mag Prenzlauer Berg. Seit den letzten 5 Jahren sind immer mehr junge Leute hergezogen. Und gerade Prenzlauer Berg ist eher so für Touristen eine interessante Ecke. Leider sind aber auch die Wohnungen teurer geworden. Sehr, sehr bunter und schöner Stadtbezirk, in dem ich sehr gerne lebe. in Wedding wohnen halt mehr auf. In Wedding ziemlich viele Polizeieinsätze. Das Gute daran ist, dass Multikulti ist. Aber den Bezirk als Ganzes, den kenne ich nicht so gut. Das ist Englisch wie Türkei. Das wird zu gefährlich. Hatten alles wie in der Türkei. So. Wie oft geht es in Wedding? Also wenn ich nicht muss, gar nicht. Bis Gesundbrunnen bin ich noch gekommen, komischerweise. Also jeden Tag, täglich und Wedding, nur wenn ich Freunde besuche. Und könnten Sie sich Leben in Wedding vorstellen? Berlin, du bist so wunderbar, 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 Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar, Berlin, du bist so wunderbar. Ja, hallo, ich bin's Mahem, ich stehe vom Gleibturm. Das ist die Grenze zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Die soll am 2.10. Party stattfinden, von 20 bis 23 Uhr. Hier sollten die Leute aus Wedding und Prenzlauer Berg miteinander reden, ein bisschen Kommunikation betreiben, ein bisschen sich austauschen.
Und ja, wir werden natürlich live dabei sein für euch. It's all about seed, you know? Get this indeed. Giving you things. Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Feten. Die Massen sind jetzt Stars, hat sie niemand drum gebeten. Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen, heute lebe ich im Osten zwischen Blümchen, Tapeten, kümmere mich nicht ein Okay, ich stehe mit einem der Aufpasser der Veranstaltung. Ich stelle jetzt ein paar Fragen. Die erste Frage wird sein, ob es schon irgendwelche Probleme gab. Nein, Probleme gab es noch nicht. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Es gibt schon ein paar Leute, die nicht sind. Ich muss jetzt nicht nennen, was für Leute. Aber ja, ich denke nicht, dass es Probleme machen, weil wir jetzt hier mehrere Polizisten haben davon, der steht. Und es sind mehrere Aufpasser jetzt hier. Was hältst du von der Party überhaupt bisher? Läuft die gut, läuft die scheiße oder wie? Die Party selbst läuft gut, es sind eine Menge Leute da, siehst du, es tanzen eine Menge. Nur ist der Platz zu klein, das ist jetzt ein bisschen nervig, weil wir jetzt da durchlaufen müssen. Als selber, ich muss da durchlaufen, ja, es ist schwer durchzukommen. Moneten baue hier und da einen Track, aber dafür einen konkreten. Coolness-mäßig platzt die Stadt aus allen Nähten. Aber wo sind jetzt die Typen, die auch ernsthaft antreten, um ihr Potenzial ihres Styles heiß zu kneten? Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten. Die ganzen Fashion aus dem Prenzlauer Berg, wollte ich gerade sagen, wie ihr erster Eindruck der Party ist. Mein erster Eindruck ist, wie gesagt, sehr gut. Eine tolle Party, nette Leute. Wie gesagt, der Gleittunnel ist nicht wirklich lang. 2 Bezirke sind voneinander zu trennen und ich finde daher schwer Gemeinsamkeiten. Eins was vielleicht normal. Von der Idee her finde ich es toll, dass man was macht, dass die beiden Bezirke mal zusammenkommen, weil das wie gesagt nicht so lang, aber trotzdem kommt man sich noch näher und das finde ich halt super, dass bei der Party alle beiden Stadtbezirke, Stadtteile zusammenkommen. Das liegt ist ein Projekt, was man auf jeden Fall unterstützen muss und was ich hoffe, was auch wiederholt wird und dass da noch mehr Projekte starten, dass man noch mehr näher zusammenkommt. Veranstaltung dieser Party. Jetzt haben wir einige Fragen an Sie, zum Beispiel, also welchen Zweck soll die Party denn haben? Ja, wir haben hier 2 Stadtviertel, ein Rundviertel und ein Kleinviertel in Prenzlauer Berg. Und wir sehen, dass die ganz unterschiedlich sind. Im Rundviertel, da liegt noch einiges im Argen, das ist noch nicht so okay. Im Prenzlauer Berg, da passiert eine ganze Menge und da wollen die Leute auch wohnen. Und wir fragen uns immer, warum gehen die nicht hin und her? Warum besuchen die sich nicht? Warum wohnt keiner aus Prenzlauer Berg auch mal im Rundviertel oder andersrum? Warum gehen die Kinder vom Prenzlauer Berg nicht in den Rundviertel und andersrum? Und es liegt ein bisschen daran, dass hier einfach diese Grenze noch existiert. Wir haben nur den Tunnel und dann haben wir lange nichts. Wir glauben nicht rüber, nicht hin und nicht her. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal eine Party machen, wo wir sagen, die Leute kommen zusammen und machen gemeinsam eine Aktion und lernen sich ein bisschen kennen und haben keine Angst mehr voneinander. Vielleicht kommt dann mal der eine dahin und der andere dahin. Das hoffen wir jedenfalls. Und jetzt gerade vom Tag der Deutschen Einheit wäre es ganz schön, ein bisschen Einheit zu haben, oder? Komm, wir machen Ost und West zu einem Deutschland. Hellersdorf, Prenzlauer Berg, Marzahn, lass die Fetzen fliegen. Kreuzberg, Moabit, Neukölln, lass die Fetzen fliegen. Weißensee, Friedrichshain, Mitte, lass die Fetzen fliegen. Wedding, Spandau, Charlottenburg, such dir ne Braut von drüben. Es gibt nur eins, dass sich die Trauer widerlegt. Entweder wir bauen Stein auf Stein, bis die Mauer wieder steht, oder wir fangen alle zusammen nochmal neu an. Komm, wir machen Ost und West zu einem Deutschland. Es gibt nur eins, dass sich die Trauer widerlegt. Entweder wir bauen Stein auf Stein, bis die Mauer wieder steht, oder wir fangen alle zusammen nochmal neu an. Komm, wir machen Ost und West zu einem Deutschland.